Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zu unserem Gottesdienst. Schön, dass ihr da seid. Sonst wäre ich so einsam da vorne. Das Thema, das wir heute anschauen wollen, heißt, wenn ihr mitschreiben wollt, der biblische Weg zur Lösung deiner Probleme und Schwierigkeiten. Der biblische Weg zur Lösung unserer Schwierigkeiten. Und ich habe hier eine Bibelstelle, Jesaja 35, 3-6. Da steht: Stärket die schlaffen Hände, festigt die wankenden Knie, saget zu denen, die verzagten Herzen sind, seid getrost, fürchtet euch nicht, siehe da, euer Gott. Er selbst kommt und hilft euch. Alsdann werden die Augen der Blinden aufgeschlossen und die Ohren der Tauben werden aufgetan. Alsdann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen wird jauchzen, denn in der Wüste brechen Wasser hervor und Bäche in der Steppe. Eine wunderschöne Bibelstelle. Oder? Aber es beginnt damit: stärket die schlaffen Hände und festigt die wankenden Knie. Schlaffe Hände, wankende Knie. Sage zu denen, die verzagten Herzen sind. Also verzagte Herzen, schlaffe Hände, wankende Knie. Und ich glaube, das ist etwas, was wir alle auch immer wieder erleben. Dass wir müde werden, schlaff werden, wanken. Vielleicht, dass wir auch verzagte Herzen haben. Und ich glaube gerade, es ist auch eine Symptomatik unserer Zeit. Ich habe letzte Woche in der Zeitung gelesen, dass die Hypnoseanbieter, das boomt. Warum boomt es? Weil die Leute Angst haben. Sie gehen mit ihren Ängsten zu Hypnotiseuren, damit diese ihnen die Ängste wegnehmen. Also verzagte Herzen, schlaff, müde, ängstlich. Ich glaube, das ist eine Symptomatik unserer Zeit. Und ich glaube auch wir Christen sind auch betroffen von dieser Symptomatik. Dass wir ängstlich sind, verzagt sind, schlaff, müde, vielleicht entmutigt. Das ist eine Symptomatik unserer Zeit. Vielleicht gibt es auch andere Auslöser, dass wir müde werden, matt werden, schlaff werden, dass das Feuer weg ist, vielleicht durch Krankheit, durch Mangel im finanziellen Bereich, in anderen Bereichen. Vielleicht werden wir auch müde und schlaff, weil uns immer wieder die Sünde einholt und wir immer wieder fallen. Also es gibt verschiedene Gründe, warum wir müde, schlaff und verzagt werden können, abgespannt. Aber Gott weiß, dass wir in dieser Welt leben. Und er weiß um die Herausforderungen, die wir in dieser Welt haben. Gerade auch in der heutigen Zeit. Er weiß darum. Er weiß, dass wir Christen auch leiden darunter, wenn wir immer wieder hören, auch in den Medien, von diesen gesellschaftlichen Verwerfungen, die es heute gibt, vielleicht auch eben von Kriegen, Kriegsgerüchten, von Katastrophen. Er weiß darum. Er weiß, dass es uns Angst machen kann, verzagt machen kann, müde machen kann. Er weiß darum. Und wir wissen ja, der Teufel ist der Herr der Welt. Nicht Gott, sondern der Teufel ist der Herr dieser Welt. Und er versucht alles, um dich und mich müde zu machen, verzagt zu machen, ängstlich zu machen. Weil wenn wir ängstlich sind, wenn wir Angst haben und müde sind, dann werden wir ihm nicht gefährlich. Und das versucht er uns möglichst unten zu halten. Das ist sein Plan für dich und für mich. Und das Schöne ist, Gott sagt mit keinem Wort hier: Du enttäuscht mich, dass du verzagt bist, dass du müde bist.
du enttäuschst mich mit deiner Haltung. Komm jetzt, reiß dich zusammen. Das sagt er nicht, weil er weiß ja um all diese Herausforderungen, wo wir drin sind. Sondern Gott zeigt uns einen Weg auf, wie wir herauskommen können aus diesem Zustand der Müdigkeit und Entmutigung, aus der Verzagtheit, aus der Angst. Er zeigt uns einen Weg auf. Also wir können und wir müssen nicht selber uns versuchen herauszuziehen aus diesem Zustand. Das geht nicht, das würde auch nicht funktionieren. Sondern der göttliche Weg heraus aus geistlicher Müdigkeit, aus Verzagtheit, aus Angst, ist ein schöner Weg, ein entspannter Weg, ein einfacher Weg und für jeden von uns gangbar. Der Weg heraus aus deinen Problemen und Nöten und Schwierigkeiten, seelisch, körperlich und aus deinen Umständen. Da steht's: Stärket die schlaffen Hände, festigt die wankenden Knie, saget zu denen, die verzagten Herzen sind, seid getrost, fürchtet euch nicht, siehe da, euer Gott. Siehe da, dein Gott. Also stärken, festigen, indem wir reden. Saget, steht hier, saget zu denen, die das erleben. Seid getrost, fürchtet euch nicht, siehe da, euer Gott. Also wenn wir in diesem Zustand sind, der Verzagtheit, Gott schimpft nicht mit dir, sondern er sagt dir, siehe da, dein Gott. Schau auf mich, schau auf mich. Er schimpft nicht mit uns, sondern er will, dass wir auf ihn schauen. Und wir können andere oder uns selber nur geistlich wirklich stärken, ermutigen, weiterbringen, indem wir sie auf Gott hinweisen. Alles andere wäre seelisch, vielleicht gut gemeint, aber letztlich eben seelisch ohne Nachhaltigkeit. Das ist der erste Schritt, uns auf Gott ausrichten. Der Weg heraus aus deinen Nöten, aus Verzagtheit, aus Angst, aus deinen Problemen, dass wir uns auf Gott ausrichten, auf ihn schauen. Siehe da, dein Gott, den Blickwinkel vom Problem weg auf Gott ausrichten. Ihr wisst das alle. Wir kennen das alle. Das Problem ist, machen wir es, wenn wir in einer solchen Situation sind? Schauen wir dann weg von den Problemen auf Gott? David hat es gemacht, im Psalm 25, 15 sagt er, meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meine Füße aus dem Netz ziehen. Meine Augen sehen stets auf den Herrn und die Folge ist, er wird meine Füße aus dem Netz ziehen. Also wenn ich nur auf die Netze sehe, auf die Verzagtheit, auf die Schlaffheit, auf die Entmutigung, auf die Probleme, dann wird sich nichts verändern. Aber wenn wir auf den Herrn sehen, dann kommen wir heraus aus den Nöten und Schwierigkeiten. Das wissen wir alle. Aber machen wir es, wenn wir im Problem sind, wenn wir in der Angst sind, wenn wir Nachrichten gehört haben und uns wieder eine Verzagtheit erfasst? Wenn wir in diese Welt hinausschauen, Kriege, was alles geschieht in unserer Gesellschaft, dann eben auf Gott schauen. Vielleicht mal sagen, okay, ich höre jetzt keine Nachrichten mehr, ich schaue jetzt kein Fernsehen mehr, ich schaue jetzt auf Gott, wie er ist. Siehe da, dein Gott. Amen. Auf Gott schauen. Das ist der erste Schritt und das ist eine Entscheidung. Das ist eine Entscheidung, deine Entscheidung. Und wenn wir das beherzigen, wenn wir das machen, dann steht hier in Jesaja, alsdann. Das ist der nächste, noch nicht. Alsdann werden die Augen der Blinden aufgeschlossen und die Ohren der Tauben werden aufgetan.
Also die Folge, wenn wir unseren Fokus wegrichten vom Problem auf Gott, dann werden unsere Augen aufgetan. Dann werden wir Gott sehen. Jetzt kannst du die nächste Bibelstelle. Da sagt Paulus eigentlich dasselbe wie Jesaja, mit anderen Worten. Darum also wollen auch wir, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede hemmende Last und die uns so leicht umringende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen in dem Wettkampf, der vor uns liegt. Und wie machen wir das? Indem wir hinblicken auf den Anfänger und Vollender des Glaubens, Jesus. Nicht auf die hemmende Last, nicht auf die uns so leicht umringende Sünde schauen, sondern auf Jesus. Und hier steht bei dem Wort hinblicken, steht im Griechischen das Wort aphorao. Das ist nicht italienisch, das ist griechisch. Aphorao. Und das heißt eigentlich, wörtlich heißt es wegblicken. Wegblicken. Indem wir wegblicken, weg von was? Von der hemmenden Last, von der schlaffen Hände, von der Verzagtheit, von der Entmutigung, von der Sünde, die uns immer wieder einholt, eben auf Jesus. Wegblicken auf Jesus. Das ist immer eine Entscheidung, deine Entscheidung. Willst du das? Wenn wir herauskommen wollen aus Verzagtheit, aus Nöten, aus Problemen, aus Krankheit, aus Freudlosigkeit, dann eben wegblicken auf den Anfänger und Vollender des Glaubens Jesus. Und dann nochmal Jesaja, sehen wir eben, alsdann werden die Augen der Blinden aufgeschlossen. Wenn wir auf Gott schauen, auf Jesus schauen, wie er ist, was Jesus für dich und für mich am Kreuz erwirkt hat, frei von theologischen, ideologischen Vorurteilen, einfach das, was die Bibel über ihn sagt. Wenn wir so auf Jesus schauen, dann macht es etwas mit uns. Dann werden wir ihn sehen, erkennen, dann werden die Augen der Blinden, wenn wir blind sind und ihn nicht richtig gesehen haben, falsche Vorstellungen hatten von ihm, werden aufgehen, werden wir ihn sehen, wie er ist. Und das ist auch ein anderes Wort für Erweckung. Dann werden wir erweckt. Und Erweckung und Entmutigung, das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Oder? Wenn wir begeistert sind von Gott, weil wir ihn wirklich erkennen, wie er ist. Und ich glaube, das ist eben eine tiefere Dimension als nur die Lösung deiner Probleme. Wenn wir dann so als Einzelne und als Gemeinde erweckt sind, Gott sehen, wie er wirklich ist, begeistert sind von ihm, dann haben wir eine ganz andere Ausstrahlung hinein in diese Welt, als wenn wir so verzagte, entmutigte, schlaffe, ängstliche Christen sind. Stimmt, oder? Also, siehe da, dein Gott, lasst uns auf Gott schauen, wie er ist, frei von Vorurteilen, frei von dem, wie wir uns das vorstellen können, sondern wie er sich in seinem Wort vorstellt. Und es fängt bei dir und bei mir an, bei uns persönlich, dass wir uns eben auf Gott ausrichten, schauen, wie er ist, siehe da, dein Gott. Und nicht mehr auf die Probleme, Schwierigkeiten, Nöte, sondern auf ihn. Vielleicht sagt jetzt jemand, ja, aber das ist ja nur Verdrängen. So verdränge ich ja meine Probleme nur. Aber es ist eben nicht nur Verdrängen oder es ist nicht Verdrängen, sondern wir schauen ja nicht irgendwo hin. Wir sagen ja nicht, ich habe überhaupt keine Probleme, alles gut, alles wunderbar. Dabei haben wir Probleme, sondern wir schauen eben nicht irgendwo hin, sondern auf Jesus. Und Jesus ist, nach Hebräer 12, der Anfänger und Vollender des Glaubens.
Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Er ist das Wort Gottes. Und durch ihn kommt der Glaube. Wenn wir so auf ihn schauen, dann verspricht er in seinem Wort, dass sich deine Schwierigkeiten, deine Probleme lösen werden. Meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meine Füße aus dem Netze ziehen, wenn ich auf ihn schaue. Psalm 25. Wenn es nur Verdrängen wäre, dann würde alles beim Alten bleiben. Dann würden deine Probleme nicht gelöst. Wenn es nur Verdrängen wäre, dann hättest du vielleicht eine Weile noch gute Gefühle und würdest dann versinken in deinen Problemen, in deinen Schwierigkeiten. Aber wir richten unseren Blick, siehe da dein Gott, auf den Anfänger und Vollender des Glaubens, auf Jesus. Und das ist die Lösung unserer Schwierigkeiten, unserer Angst, unserer Probleme, unserer Schlaffheit. Wir schauen Gott an, seine Größe, sein Wesen, seinen Charakter, seine Allmacht. Und das ermöglicht ihm zu kommen und einzugreifen. Im Psalm 34 habe ich auch noch so eine wunderschöne Stelle entdeckt. Psalm 34, Vers 6, da sagt der Psalmist, blicket auf zu ihm. Blicket auf zu ihm. Und dann sagt er, so erstrahlt euer Antlitz. So erstrahlt euer Antlitz. Das ist nicht mehr Verzagtheit. Das ist nicht mehr Ängstlichkeit. Das ist nicht mehr Entmutigung. Blicket auf zu ihm, so erstrahlt euer Antlitz und ihr werdet nicht zu Schanden werden. Wenn wir auf ihn schauen. Wenn wir auf die Probleme, auf die Ängstlichkeit, auf die schlaffen Hände schauen, dann verspricht Gott keine Lösung. Dann kann er nicht eingreifen, weil unser Fokus falsch ausgerichtet ist. Also in uns müsste so ein geistlicher Mechanismus entstehen, der so automatisch funktioniert. Das wäre ideal. Zum Beispiel, da türmt sich ein Problem vor dir auf, eine Schwierigkeit, eine Krankheit oder eine Sünde, die dich immer wieder einholt. Da türmt sich ein Problem vor dir auf, vielleicht auch Angst, weil du wieder Nachrichten gehört hast. Das türmt sich vor dir auf und will dich runterdrücken, will dich entmutigen, will dich bodigen. Und jetzt müsste in uns dieser Mechanismus entstehen. Statt dass wir jetzt dieses Problem anschauen, diese Schwierigkeit, die ja da ist. Statt dass wir jetzt dieses Problem anschauen, wie das berühmte Kaninchen die berühmte Schlange anschaut, nicht mehr wegkommt, sondern die Schlange fixiert und dann schlussendlich gefressen wird. Statt dass wir das so machen, dass wir unseren Fokus eben auf Gott richten, auf Jesus richten und schauen, was hat er für mich am Kreuz von Golgatha getan. Was hat Jesus für mich erwirkt am Kreuz? Wer ist mein Gott? Wie ist mein Gott? Dass wir unseren Fokus auf ihn richten, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und wenn wir ihn dann sehen im Problem, in der Schwierigkeit, in der Not, wie er ist, dann wächst in uns Glaube. Dann kommt der Glaube. Und dieser Glaube ermöglicht es Gott dann schlussendlich einzugreifen und unsere Not, unsere Schwierigkeit, unser Problem zu lösen. Wenn wir auf ihn schauen. Blicket auf zu ihm, so erstrahlt euer Antlitz. Dann musst du strahlen, weil Gott ein so guter Gott ist. Und du wirst nicht zu Schanden werden. Die Probleme werden dich nicht besiegen. Aber wir müssen auf ihn schauen, den Anfänger und Vollender des Glaubens, dann kommt der Glaube und dieser Glaube ermöglicht es Gott dann einzugreifen und dein Problem zu lösen. Jesus hat ja in den Evangelien oft gesagt, wenn er jemanden geheilt hat, hat er gesagt, dein Glaube hat dich geheilt. Er hat nicht gesagt, ich habe jetzt das gemacht, weil ich gerade gnädig bin oder weil ich der Sohn Gottes bin, stimmt alles. Aber das hat die Heilung nicht bewirkt in den Evangelien, sondern dein Glaube.
weil die Menschen Jesus angeschaut haben. Der Glaube setzt die Kraft Gottes frei, der die Umstände verändert. Und der Glaube kommt, wenn wir Jesus anschauen. Siehe da, dein Gott. Und jetzt wollen wir ein Beispiel anschauen. 3 Beispiele habe ich für euch. Das erste Beispiel ist David. Ihr kennt die Geschichte von David wahrscheinlich. David war ja gesalbt zum König über Israel, aber da gab es Hindernisse, da gab es Probleme, Schwierigkeiten. Da gab es einen amtierenden König, der seine ganze Armee dazu missbrauchte, um ihn zu fangen und möglichst ihn zu töten. 1. Samuel 23, 15 bis 17. Und wenn du von einer Armee gejagt wirst, von einem König gejagt wirst, dann kannst du vielleicht schon ein bisschen verzagt sein, entmutigt, schlaff. Und das war David auch. Steht im Vers 15, David aber fürchtete sich, da Saul auszog, ihm nach dem Leben zu trachten. David fürchtete sich, ganz normale Reaktion. Es würde mir nicht anders gehen. Und David hatte einen Freund, einen echten Freund. Das war ein Sohn des Königs, der ihn töten wollte. Und dieser Jonathan, da machte sich Jonathan, der Sohn Sauls, auf und ging zu David nach Hores und stärkte ihn, indem er ihn auf Gott wies. Also Jonathan machte sich auf, ging zu David und er sagte ihm, siehe da, dein Gott. Siehe da, dein Gott. Also Jonathan hätte auch zu David kommen können und sagen können, hey, du schaffst es schon, du hast schon andere Schwierigkeiten gemeistert. Das schaffst du schon, du bist jung, du bist stark, kein Problem, du machst es. Das würde alles auch stimmen. David war jung und stark und schön, aber ein echter Freund hat ihn auf Gott hingewiesen und gesagt, siehe da, dein Gott. Und David ging ermutigt weiter und hat schlussendlich sein Ziel erreicht. Aber bevor er sein Ziel erreicht hatte und König wurde, kam noch einmal eine Situation. Steht auch in 1. Samuel 30, 6, 9 und 19 Verse. David war dann umgeben von 400 Männern, seine Freunde, 400 Männer, und er war unterwegs und kam dann zurück in seine Stadt nach Ziklag. In der Zwischenzeit, als sie unterwegs waren, wurde Ziklag aber überfallen von den Amalekiten und Ziklag wurde zerstört und alles wurde geraubt. Frauen, Kinder, Besitz, alles weg. Die Amalekiter haben alles, die Stadt zerstört und alle entführt, den ganzen Besitz, alles weg. Und David war der Anführer dieser 400 Leute, diese 400 Freunde von ihm. Und diese 400 Freunde haben gesagt, du bist unser Anführer, du bist verantwortlich, dass das so herausgekommen ist. Und sie haben Steine vom Boden aufgehoben und kamen auf David zu mit der Absicht, ihn zu steinigen. Also eine relativ unkomfortable Situation, wenn deine Freunde kommen, um dich zu töten. Was hat David gemacht? Hat er gesagt, Gott, wenn du ein Gott der Liebe wärst, dann wäre doch meine Familie und die Familie und Kinder meiner Freunde noch da, die Stadt nicht zerstört. Wenn du ein Gott der Liebe wärst, kann das ein Gott der Liebe sein? Er hat auch nicht gesagt, immer ich, jetzt bin ich schon so lange auf der Flucht, und immer ich mag nicht mehr. Schlaffe Hände, wankende Knie, verzagt. Würden wir alle verstehen. Was hat David gemacht? Von ihm können wir lernen. Diese Situation, stell dir das vor. 400 Männer, die auf ihn zukommen mit den großen Steinen, um sie ihm an den Kopf zu schmeißen, um ihn zu töten. Was hat er gemacht? David aber stärkte sich in Jahwe, seinem Gott. David aber stärkte sich in Jahwe, seinem Gott.
Hey, da kommen die 400 Männer. Und was macht David? Er stärkte sich in Jahwe, seinem Gott. Er schaute die Männer gar nicht an, sondern er sagte sich, siehe da, dein Gott. Siehe da, dein Gott. Er selbst kommt und hilft dir. Siehe da, dein Gott. Das macht er in dieser schwierigen, notvollen Situation. Er schaute weg vom Problem auf Gott. Und dann steht zusammengefasst im Vers 19 an, er jagte dann diesen Amalekiter nach mit den 400 Männern und er holte alles zurück, was die geraubt hatten. Und da steht, und es mangelte ihnen an nichts. Sie hatten alles zurückgeholt. Stelle mir vor, David hat sich so auf Gott ausgerichtet und die 400 Männer haben ihre Steine dann irgendwie fallen gelassen. Und die Situation hat sich so schnell verändert, so unglaublich verändert. Und es mangelte ihnen an nichts. Was wäre geschehen, wenn David verzagt, ängstlich geblieben wäre, gehadert hätte mit Gott? Was wäre geschehen, wenn er sich nicht auf Gott ausgerichtet hätte? Wäre vielleicht seine Geschichte hier fertig gewesen? Ich weiß es nicht. Dann wären die Männer gekommen mit den Steinen, die Freunde. Und ein drittes Beispiel, das ihr alle auch kennt, siehe da dein Gott. Das ist schon die Auflösung. Kannst du es nochmal wegmachen, dass man es nicht sieht, sonst lesen alle schon die Lösung vom Problem. Hiob, ihr kennt Hiob. Hiob war auch ein sehr reicher, gottesfürchtiger Mann mit komplett falschen Vorstellungen von Gott. Haben wir gelesen, Jesaja 35, alsdann werden die Augen der Blinden aufgeschlossen. Das ist Hiob geschehen. Am Schluss hatte Gott wirklich gesehen. Also Hiob war ein reicher Mann, hatte eine schöne Familie, viel Besitz. Und das wurde ihm alles genommen. Alles wurde ihm genommen. Sogar er wurde unheilbar krank. Und dann die Bibel sagt, kamen 3 Freunde zu ihm. Eigentlich waren es 4. Warum der 4. nicht schon von Anfang an erwähnt wird, keine Ahnung. Kamen 3 Freunde zu ihm und die haben ihn versucht zu ermutigen. Und dann, als sie ihn nicht ermutigen konnten, haben sie ihn korrigiert und gesagt, du bist so daneben, sonst wäre dir das nicht geschehen. Haben sie ihm versucht, Buße zu predigen. Und Hiob hat gesagt, wirklich gesagt, ich bin gerechter als Gott, hat er gesagt. Also komplett falsche Vorstellung gehabt von Gott. Und diese 3 Männer haben mit ihm geredet und Hiob hat ihnen wacker widerstanden und ist nicht auf sie eingegangen. Und dann kam eben dieser 4. Mann, der am Anfang gar nicht dazu gezählt wird, das war ein Junger. Die anderen 3 waren alte Männer und der Junge, der Elihu heißt er, das heißt eigentlich, die Bedeutung dieses Namens ist, mein Gott ist er. Elihu, mein Gott ist er. Oder Gott selbst ist auch eine Übersetzungsmöglichkeit von diesem Namen. Elihu. Also da sprach dann dieser Elihu zu Hiob und er hat gesagt, ich habe jetzt gewartet, weil diese weisen alten Männer haben geredet und wenn die reden, ich als Junger schweige mal. Dann hat er gesagt, jetzt haben die geredet und das war alles Stuss, was die gesagt haben. Sagt er, könnt nachlesen, Hiob 33. Und dann hat Elihu 6 Kapitel lang zu Hiob geredet. Und wenn man diese 6 Kapitel komprimieren würde auf eine Kernaussage, wisst ihr, was er gesagt hat? Siehe da, dein Gott. Siehe da, dein Gott, hat er gesagt zu Hiob. Und das hat Auswirkungen gehabt bei Hiob. Dann hat er wirklich Gott erkannt. Hat er gesagt, vom Hörensagen hatte ich von dir vernommen oder gehört. Nun aber hat dich mein Auge gesehen. Alsdann werden die Augen der Blinden aufgeschlossen. Jesaja 35. Das hat Hiob erlebt. Und er hat gesagt,
Ich habe im Unverstand geredet. Alles, was er vorher gesagt hatte, dass er Gott die Schuld gegeben hatte, dass ihm alles genommen wurde, es war gar nicht Gott, das war der Teufel. Alles, was er vorher gesagt hatte, war im Unverstand. Und als er Gott erkannte, sah, wie er wirklich ist, da hat sich seine Situation sehr schnell verändert. Auch wieder erstaunlich schnell. Und die Bibel sagt, Hiob hat anschließend an dieses Leiden, das er da hatte, hat er noch 140 Jahre lang gelebt. Nicht mehr krank, geheilt, hat wieder gleich viele Kinder gehabt. Und er bekam doppelt so viel, als er vorher hatte. Also so viele Kinder im Himmel, wie er auf Erde hatte, hat er dann. Und der Besitz doppelt so viel, als er vorher hatte. Als er Gott wirklich erkannt hat, wie Gott ist. Sehr schnell. Man sagt ja, diese Begebenheit von Hiob, die Krankheit und das Leiden, das war ja ungefähr 9 Monate bis 1 Jahr. Und dann, als er auf Gott schaute, war es beendet. War es vorbei. Meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meine Füße aus dem Netz ziehen. Darum ist es so wichtig, dass wir unseren Gott anschauen, weg von den Problemen, weg von den Nöten, die da sind. Wir verleugnen das ja nicht, aber wir schauen eben auf den Anfänger und Vollender des Glaubens, Jesus. Und in diesen 3 Beispielen sehen wir diesen Mechanismus, diesen geistlichen Mechanismus, den ich gesagt habe. Da kommt ein Problem, eine Not, eine Schwierigkeit. Und statt dass wir die Not anstarren, was wir tendenziell eben gerne machen, statt dass wir die Not anstarren, dass wir unseren Fokus auf Gott ausrichten. Siehe da, dein Gott. Siehe da, dein Gott. Blicket auf zu ihm, so strahlt euer Antlitz. Und du wirst nicht zu Schanden werden. Schau nicht mehr deine Krankheit, schau nicht mehr deine Schwierigkeit, dein Problem, die Sünde, die dich immer wieder einholt. Schau das nicht mehr an, sondern schaue auf deinen Gott, was er für Lösungen vorbereitet hat. Was Jesus für dich getan hat am Kreuz von Golgatha. Und dieser Glaube, wenn wir Gott anschauen, ermöglicht es, Gott einzugreifen. Und wenn ich jetzt sage, siehe da dein Gott, ist das vielleicht für viele ein bisschen abstrakt. Ich kann ja Gott gar nicht sehen. Er ist ja unsichtbar. Wie können wir Gott sehen? Wo können wir Gott sehen? Hat jemand eine Idee? Wo? In der Bibel, im Wort Gottes, genau. Die Bibel ist die Offenbarung Gottes. Da zeigt er sich uns, wie er ist. Da stellt er sich uns vor, wie er denkt, wie er ist. Da zeigt er uns, was Jesus für uns erwirkt hat am Kreuz von Golgatha, wer der Heilige Geist ist. Da zeigt er uns das. Und zum Schluss wollen wir uns 6 Selbstoffenbarungen Gottes anschauen, die er uns gegeben hat in der Bibel. Es gibt viel mehr. Es gibt viel mehr, aber ihr wollt ja dann irgendwann noch in die Cafeteria runter. Und darum habe ich gedacht, 6 sind genug für heute. Aber wenn wir uns auf Gott ausrichten und ihn anschauen in seinem Wort, dann wirst du noch viele, viele andere schöne, wunderschöne Selbstoffenbarungen Gottes entdecken, wie er ist, wie er denkt. Kannst du da ein bisschen Background-Musik machen? Also die Bibel sagt uns, als erster Punkt, Gott, unser Gott im Himmel, ist ein Vater. Er ist ein Vater. Habt ihr gewusst, das gab es im Alten Testament nicht? Gab es nicht. Nur Jesus sagte Vater. Aber im Alten, und Jesus lebte ja noch, die Evangelien waren ja noch Altes Testament, bis er gestorben und auferstanden ist. Und als Jesus auferstanden ist, in Johannes 20,17, sagte er, ich fahre auf zu meinem Vater und ein absolutes Novum und zu eurem Vater.
Das erste Mal. Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater. Also Gott will dir ein Vater sein. Und wenn du vielleicht einen abwesenden Vater hattest, oder wenn du vielleicht ein schlechtes Vaterbild hast, gibt es leider, dann nimm dir solche Bibelstellen, wie wir sie jetzt anschauen. Nimm sie und siehe da dein Vater, siehe da dein Gott. Nimm dir solche Bibelstellen und stell dir vor, wie der Vater im Himmel ist. Und das wird dein Bild vom Vater verändern. Es wird auch deine Beziehung zu deinem irdischen Vater vielleicht verändern, wenn der das auch will. Und dann sagt er Matthäus 7, Vers 11, wenn nun ihr Menschen, die doch böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater in den Himmeln denen Gutes geben, die ihn bitten. Also Gott will dir Gutes geben. Er will dir Gutes geben, er will dir Gutes tun. Viel mehr noch, als wir Väter, irdischen Väter unseren Kindern geben wollen oder können oder tun. Viel mehr, unglaublich viel mehr. Und dann sagt der Jakobus 1,17, alle gute Gabe und alles vollkommene Geschenk. Übrigens auch das, was du als gut und vollkommen anschaust. Du musst es nicht umdrehen und sagen, ja, Krankheit kann ja auch gut sein. Kommt nicht von ihm. Alle gute Gabe und alles vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Das heißt, Gott ist immer gleich. Montagmorgen, wenn er aufsteht und du schlechte Laune hast, weil wieder Montagmorgen ist, er nicht, er ist immer gleich. Er freut sich immer. Halleluja, eine neue Woche. Das ist unser Vater. Alle gute Gabe und alles vollkommene Geschenk kommt von ihm. Nächste Selbstoffenbarung. Ein Name Gottes, er nennt sich sogar so, Yahweh Shammah. Der Herr ist hier oder allhier, er ist immer da. Wenn du dich einsam, wenn du dich allein fühlst, alle sind gegen dich. Hat David wahrscheinlich so erlebt. Sag Gott, ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Immer, immer. Du wirst mich nicht los. Ich bin immer bei dir. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Immer, bis die Welt untergeht. Und dann wissen wir, werden wir in Ewigkeit bei ihm sein. Immer. Wir sind nicht mehr los. Und dann sagt der Hebräer 13,5, ich will meine Hand gewiss nicht von dir abziehen. Also seine Hand ist immer über dir. Immer. Du fühlst es nicht, ist trotzdem da. Seine Hand ist immer über dir und dich sicherlich nicht verlassen. Yahweh Shammah. Und dann der Heilige Geist, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er in Ewigkeit bei euch sein. Auch den Heiligen Geist wirst du nicht los. Er wird in Ewigkeit bei dir sein. Zum Glück werden wir ihn nicht los. Nächste Offenbarung Gottes, Yahweh Rapha. Hey, das ist ein Name, den Gott sich gibt. Das ist ein Name, den Gott sich gibt. Ich bin der Herr, dein Arzt. Ich bin der Herr, dein Arzt. Und durch Jesus hat er alles gemacht, damit wir gesund, heil und glücklich leben können. Ich bin der Herr, dein Arzt. Er nennt sich so. Er stellt sich so vor. Hallo Margret, ich bin der Herr, dein Arzt. Nächste. El Shaddai, das ist auch so ein wunderbarer Name Gottes. Mehr als genug. Nicht gerade nur so Hap-Clap, wer das versteht. Das ist Berndeutsch. Mehr als genug. Viel mehr als genug. Unglaublich viel mehr als genug. Wir haben bisher so wenig von ihm erlebt und er hat so viel mehr.
Philipper 4,19, mein Gott aber wird all euer Bedürfnis, griechisch könnte man auch Verlangen oder Mangel übersetzen, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit. Nach seinem Reichtum in Herrlichkeit will er deinen Mangel ausfüllen, deine Bedürfnis. Nicht nur gerade so knapp, dass du über die Runden kommst irgendwie. Und eine meiner Lieblingsbibelstellen in der Bibel, Jeremia 32, 41 und 42, und ich werde mit ihnen einen ewigen Bund schließen, dass ich mich nie von ihnen abwenden. Da haben wir es wieder, nie von ihnen abwenden. Der Bund beinhaltet, sondern ihnen Gutes tun will. Das ist sein Bund mit dir. Er schließt einen Bund, dass er dich nie verlässt und dir Gutes tun will. Und er will es nicht nur, sondern er ist El Shaddai. Er kann auch. Er kann auch. Er hat die Möglichkeiten. Und dann der nächste Vers 42. Nein, ihr müsst euch das mal auf der Zunge zergehen lassen. Das sagt Gott. Es wird mir eine Lust sein, ihnen Gutes zu tun. Nimm das für dich. Es wird mir eine Lust sein, dir Gutes zu tun. Das sagt Gott, der Schöpfer des Himmels, der Schöpfer des Universums. Es wird mir eine Lust sein, dir Gutes zu tun. Nächste, Elohim, Schöpfergott, ist eben der Gott, der dir gerne Gutes tut. Und wir müssen uns vorstellen, das ist der Gott, der alles gemacht hat. Der Elohim hat alles gemacht, was es gibt. Er ist unwahrscheinlich groß. Unvorstellbar groß, gewaltig. Wir können uns gar nicht richtig vorstellen, wie groß dieser Gott ist. Und in Römer 8 steht, 31 und 32, ist Gott für uns. Und er ist ja für uns. Ist Gott für uns. Wer mag wider uns sein? Verzagtheit, schlaffe Hände, Ängstlichkeit. Ist Gott für uns? Wer mag wider mich sein? Ist das nicht wunderbar? Ihr seid so cool. Das sind doch so Aussagen, die uns aus den Socken hebeln. Ist Gott für uns? Wer mag wider uns sein? Und dann sagt er, der seines eigenen Sohnes nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles andere schenken? Er hat sein Bestes gegeben für dich, dann gibt er dir doch auch alles andere. Wenn er sein Bestes schon gibt, dann gibt er auch alles andere, was du brauchst. Elohim, der Schöpfergott. Und die letzte Offenbarung, Jahwe Nissi, der Herr ist mein Sieg. Der Herr ist mein Sieg. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt oder gegeben hat, je nach Übersetzung, durch unseren Herrn Jesus Christus. Du hast den Sieg. Er ist dir gegeben durch Jesus. Du hast den Sieg. Du musst nicht versuchen, irgendwie zu siegen, sondern du hast ihn schon. Du hast ihn schon. Und dann steht in Römer 8, 37, aber in diesem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Überwinden wir weit, da steht dieses Wort im Griechischen Hypernikao. Hypernikao. Hyper ist immer über. Und da steht, wörtlich übersetzt heißt das, du bist ein Übersieger. Nicht ein Überflieger, vielleicht auch, aber ein Übersieger. Nicht nur knapp, sondern bei weitem wirst du siegen, wenn du auf ihn schaust. Und die Folge ist dann natürlich Philipper 4,13, alles vermag ich durch den, der mich stark macht. Weil wir wissen, mit meinem Gott kann ich über Welle springen. Alles vermag ich durch den, der mich stark macht. Führ dir diese Eigenschaften, diese Wesenszüge Gottes immer wieder vor Augen. Im Alltag, wenn die Not kommt.
Wenn die Angst sich breit machen will, wenn Symptome kommen, wenn vielleicht eine Rechnung kommt, Entmutigung, dann siehe da dein Gott. Sei getrost, fürchte dich nicht, siehe da dein Gott. Führe das immer wieder vor Augen. Es gibt noch viele, viele mehr solche wunderbaren Selbstoffenbarungen Gottes. Führe dir diese vor Augen. Und dein Angesicht wird strahlen. Dein Fuß kommt aus dem Netz heraus. Deine Probleme werden gelöst. Das ist der biblische Weg, wie unsere, wie deine und meine Probleme gelöst werden, wenn wir auf ihn schauen. Und du kannst dich entscheiden, will ich das? Will ich das? Will ich nächstes Mal, wenn die Angst kommt, wenn Probleme kommen, wenn Symptome kommen, wenn irgendwas kommt, das dich runterdrücken will, will ich auf das Problem schauen oder will ich auf ihn schauen? Und ich möchte zum Schluss, wenn ihr das auch wollt, dass wir aufstehen und uns entscheiden. Ich habe ja gesagt, es ist eine Entscheidung. Wo schauen wir hin? Das ist in unserer Hand, in deiner Hand. Und uns entscheiden, ich will in Zukunft, wenn Probleme, Schwierigkeiten, Anfechtungen, Angriffe kommen, nicht mehr die Probleme anschauen, sondern direkt auf meinen Gott schauen. Direkt siehe da, mein Gott. Wenn ihr das wollt, dann singen wir jetzt noch ein Lobpreislied und wer das will, kann sich dabei entscheiden, Herr, ich will das. Ich will das. Ich will auf dich schauen. Ich will nicht mehr auf die Probleme schauen, wie ich es früher gemacht habe, sondern ich will meinen Fokus auf dich richten. Auf das, was Jesus für uns, für mich getan hat. Wenn ihr wollt, dann steht doch auf.